Hallihallo! Ja, ich habe ein neues Video für euch und zwar ist das nur ein ganz kurzes, diesmal mal was gebasteltes, dass man nicht immer nur Einkaufsvideos kommen, sondern einfach mal auch, dass ich mal zeige, was ich so gemacht habe. Und zwar habe ich für die liebe Daniela ein Pocket Letter gestaltet und der ist halt so richtig Mädchen Stil geworden. Ich weiß, dass sie auf Einhörner steht und ich weiß, dass sie so auf Feen steht und deswegen habe ich so versucht, das alles so ein bisschen mit einzubringen. Ihren habe ich natürlich schon bekommen, den zeige ich euch jetzt auch noch. Moment, der ist hier drüben, ja. So, das ist ihre. Den habe ich von ihr bekommen und zwar sind da so... Oh, jetzt knattert hier irgend so ein Motorrad vorbei. Und zwar hat sie hier so Schmetterlinge ausgeschnitten, hat sie mir geschrieben und schön, also ausgeschnitten und richtig schön bunt angemalt. Das gucken wir uns alles nochmal genau an. Und zwar richtig toll, richtig bunt, so wie ich es mag. Ich habe mir den auch ausgesucht. Sie hatte so einen ähnlichen mir geschickt. Dann habe ich gesagt, du, der mit den Schmetterlingen, der gefällt mir ja sowas von gut. Würdest du mir so einen in der Art nochmal machen? Und da hat sie gesagt, na klar, aber es dauert eben ein bisschen, weil sie halt alles ausschneidet und anmalt. Ja, das ist ihr Pocket Letter. Hier an der Seite hat sie auch so einen Tag dran gemacht mit, ja, für Daniela, von Daniela. Und zwar habe ich auch so einen Tag bei ihr mit dran gemacht, ein bisschen anders, ist ja klar. Und hinten hat sie mir natürlich Post mitgeschickt und auch da solche Metallteile. Und die finde ich ja mal richtig toll. Sowas habe ich fast gar nicht. Und zwar hat sie mir hier einmal so, das sind so Uhren und sowas in der Richtung. Das hier ist ja wohl mal der Hammer. Also oh, das ist ja so richtig für Alice, ja, mega. Also, das passt ja voll zum Thema Alice. Das Häschen mit der Uhr hier. Da hätte ich so gern noch mehr davon. Oder überhaupt von allen hier. Also, natürlich kann ich die gebrauchen, Daniela. Also, aber ganz ehrlich, ich werde sie wohl kaum verwenden wollen, weil das ist so niedlich. Ich kann das einfach nicht. So rum. Okay. Das kann man eigentlich von beiden Seiten, ne? Ah, das ist die Rückseite, jetzt sehe ich das erst. Die sind so schön, die kann ich nicht verwenden. Hier habe ich 2 von. Gut, da könnte man wieder Ohrringe draus machen und vielleicht aus so einem großen noch eine Kette. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Idee. Also, die kann ich ganz schwer aufbrauchen, also ganz schwer benutzen, wenn ich ehrlich bin. Weil die sind so toll und dann auch noch in diesem Bronzeton, also... Richtig toll. Also das sind so wirklich so mit die schönsten Charms, die ich bis jetzt habe, wirklich, ohne Witz. Ich habe ja einige, aber diese sind ja einfach nur richtig toll. Die fassen sich auch schön an. So. Die sind so richtig hochwertig, also so richtig, ja. Vielen lieben Dank für deine Tüte Charms und dass du mir was abgegeben hast davon. Und ja, ich hoffe, dass dir mein Pocket Letter für dich auch gefällt. Hier hängt an der Seite auch so ein Herz. Ich habe auch drauf geschrieben, für Daniela, von Daniela. Hier eine Schleife dran gebunden. Hier oben diese Röschenklammer. Die kann man natürlich abmachen. Die muss sie ja jetzt nicht dran lassen. Die kann sie ja dann auch noch anderweitig verwenden. So wie so ein kleines Goodie noch. Ja, und dann habe ich mich einfach mal kreativ ausgetobt. Sehr bunt, wie man sehen kann. Hier unten habe ich diese tolle Spitze, diese Bordüre verwendet, die ich von Swantje habe. Ich liebe die. Swantje, gibt es die eigentlich auch noch in anderen Farben? Also falls du das hier sehen solltest, gibt es die jetzt nur in Grau, Blau und Rosa oder gibt es da eigentlich auch mal so Schwarz, stelle ich mir zum Beispiel richtig toll vor oder Weiß? Da müssen wir uns nochmal, ja, da werde ich dann nochmal separat schreiben, beziehungsweise mich melden. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil die finde ich sowas von klasse. Und ja, und dann das Mädel ist, sieht jetzt aus wie gemalt. Ich habe es nachgemalt. Das war, ich glaube, ich habe es ausgeschnitten, aber das Blatt lag hier schon eine Weile rum. Aber zum Thema Fee habe ich mir gedacht, da passt das jetzt. Und ich habe das einfach nochmal nachgemalt, weil die Striche waren mir ein bisschen zu dünn und ja. Und die Goodies zeige ich euch auch. Und zwar habe ich hier einmal diese Blumen, ja, die ich so schön finde, mit reingemacht. Ich habe hier so Notizzettel mit reingemacht und hier einmal so ein rundes Tag oder wie man das nennt. Also so eine Ausstantung kann man sagen mit so einem Pilz. Dann hier diese Bordüre habe ich ihr ein bisschen abgemacht, weil, wie gesagt, ich mag die auch. Vielleicht hat sie die noch nicht. Und hier sind ein paar Strasssteine in dieser Perlmuttoptik. Hier ist die Post. Ja, hier ist jetzt alles wieder verrutscht und hier diese Büroklammern im Bund, die finde ich sehr schön. Hier unten sind nochmal Tags.
Hier ist nochmal so ein Tag, was ich nochmal aufgearbeitet habe, noch so ein bisschen verziert habe. Und hier ist ja die Klebestelle, da kriege ich jetzt nichts rein. Da bekommt ihr von mir noch einen Stickerbogen, den muss ich aber noch erst raussuchen. Und ja, das war mein kurzes Video, dass ihr mal wieder was Gebasteltes seht, also dass ihr mal von mir wieder was Gebasteltes seht. Und ich zeige nochmal alles intensiv, so. Ja, das war mein kleines, aber feines Video zum Thema Pocket Letter für Daniela. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr den Pocket Letter findet. Ich finde ihn halt so sehr bunt und ich weiß, dass manche das nicht mögen, dass ich da halt so viel drauf klatsche, aber ich bin halt, also wer meine Arbeiten oder meine Sachen so kennt, der weiß, dass ich schon, ja, immer übertreibe. Also ich neige halt immer so zum Übertreiben. Ja, das war's dann erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao!